Wir lernen Kaspar Truninger, von Beruf Verkaufsleiter, vor einem Jahr kennen. Kaspar Truningers Frau Therese, eine ehemalige Drogistin und Aktivierungstherapeutin, erhält im Jahre 2004 im Alter von 55 Jahren von der Memory Klinik in Basel die Diagnose Demenz vom Typ Alzheimer. Die beiden fuhren nach der Diagnose wie in Trance nach Hause. Sie fielen sich in die Arme und ließen den Tränen freien Lauf. Kaspars Frau wusste als Aktivierungstherapeutin, die mit Leib und Seele alte und demente Menschen betreute, mit einem Schlag, was auf sie zukommen würde. Der kontinuierliche und unaufhaltsame Verlust der kognitiven Fähigkeiten, der Verlust der praktischen Fähigkeiten, eine Lebenserwartung zwischen 5 und 10 Jahren, ein Endstadium in totaler Umnachtung. Und das alles ohne die geringste Hoffnung auf Vorbeugung oder Heilung. Wie kam es überhaupt dazu, diese Untersuchung zu machen? Also die ersten Anzeichen, das ist eine ganz heikle Sache, und die werden sehr oft übersehen. Also denkt man, die kann man gar nicht irgendwie zuordnen. Das ist einmal eine flüchtige Vergesslichkeit oder mal geht etwas am Boden. Also es sind so ganz ein bisschen diffuse Sachen, also nicht, was man dann typisch sagen kann. Aber schon, ich würde jetzt sagen, ein Jahr, anderthalb vor der Diagnose haben wir schon Leute gefragt, auch Töchter vor allem, auch haben gesagt, was ist mit der Mama los? Und das hat sich so geäussert, dass sie ist für ihn sehr lebhaft und lebendig und offen und hat mit allen gesprochen und geredet. Und das ist sie einfach immer so zurückgezogener geworden. Also so einfach irgendwie ein bisschen, man könnte denken, zuerst ist ein bisschen verstimmt oder hat ein bisschen Ärger gehabt oder so, aber nicht gerade etwas Schlimmes vermutet. Aber im Nachhinein sind das natürlich dort schon Anzeichen gewesen, die man gesehen hat. Und die direkteste, was am direktesten sichtbar worden ist bei ihr im Geschäft. Ihre Kolleginnen und ihre Vorgesetzten und Leute, die sie geschafft hat im Altersheim. Und das ist auch Vergesslichkeit ist es gewesen. Oder dann eben so Sachen, die schon ungewöhnlich sind, dass sie zweimal das gleiche Programm hat gemacht irgendwie oder mal. Ja, es sind einfach, ich kann es nicht so genau sagen, aber es sind einfach, dort ist es auffällig geworden. Und das Geschäft hat auch den Ausschlag gegeben, dass sie sich untersuchen lassen. Kaspar Truninger nimmt sich vor, seine Frau zu Hause zu pflegen. Er selbst muss durch die Belastung in Zusammenhang mit der Erkrankung von Therese seinen Beruf aufgeben. Aber die Alternative Heim kommt für ihn nicht in Frage. Er weiß, dass die Alzheimer-Krankheit auch manchmal als Krankheit der Angehörigen bezeichnet wird, da sie die Angehörigen enorm beansprucht. Trotzdem will er sich dieser Aufgabe und Hingabe stellen. Er sucht auch Hilfe bei der Schweizerischen Alzheimer-Vereinigung, die sich mit enormem Engagement für die Betroffenen einsetzt. Mittlerweile sind 7 Jahre seit der Diagnose vergangen. Wir befragten Kaspar Truninger zu seinen ganz persönlichen Erfahrungen und den Umgang mit dieser Krankheit. Da ist man eigentlich total unvorbereitet. Und da passiert einmal etwas und dort ist etwas nicht gemacht. Oder am ersten war das, dass es nichts zu essen gegeben hat. Und dann habe ich gefragt, ja, wo ist das Essen? Ich habe dann noch gearbeitet. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass sie das nicht mehr kann. Etwas Komplexes zusammenstellen und den Menü und auf den Tisch bringen und dass es zu der Zeit, dass man dann kann essen kann. Also zum Tagesablauf nehme ich am besten den heutigen Tag, wie er abgelaufen ist, weil das ist eigentlich sonst immer eine laufende Veränderung. Es können immer wieder neue Sachen dazukommen und Sachen, die wieder anders sind. Aber durch die Routine hat sich das irgendwie einpendeln. Heute bin ich jetzt zum Beispiel um 7:30 aufgestanden und sie hat noch geschlafen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich in Ruhe meine Morgentoilette machen, also das Morgen parat machen, ihre Sachen parat machen
Und dann komme ich so in den Tag hinein. Und das brauche ich. Ich kann nicht gerade von Anfang an voll auf 100 loslegen. Und das ist eigentlich eine ideale Situation, wenn es so ist. Dann kommt der erste Punkt, wo ich jetzt mit ihr direkt etwas zu tun habe. Das ist etwa um die 9 Uhr herum, nehme ich sie auf und führe sie auf die Toilette führen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das kann mir nachher sehr viel Arbeit ersparen und für Sachen, die man nicht so gerne hat. Also der Gang auf die Toilette, da steht sie auf und kommt mit mir und dann tut sie auf der Toilette richtig etwas machen. Und dann führe ich sie wieder ins Bett führen und wenn es gut läuft, geht sie wieder ins Bett und schläft wieder ein. Dann habe ich wieder eine Zeit, wo ich für mich wo ich nicht gefordert bin, in dem Sinne, wo ich mich vorbereiten, erholen oder einfach für mich auch etwas machen. Dann habe ich in der Zwischenzeit natürlich dann, wenn so gegen den Mittag, wenn sie aufsteht, habe ich dann ihr Morgenessen parat. Und da tun wir viel, jetzt im Sommer sowieso, mit frischen Früchten machen. Dann habe ich frische Ananas, Melonen, Bananen, Äpfel, einen ganzen Teller voll. Das ist das eine. Und dann hat sie dazu einen Anke geschnitten mit Konfitüre. Und das ist sie auch immer gewohnt und das isst sie sehr gut auf. Das sehe ich ja an dem, wie sie es macht. Und dann kriegt sie einen Vitamintrink mit Magnesium, was sie muss nehmen und muss ihre 3 Medikamente nehmen. Das kommt dann alles mit dem Morgen, gegen den Mittag, wo wir das dann machen. Und dann tun wir das hier am Tisch essen. Und in dieser Zeit haben wir eigentlich eine gute Situation und sie ist eigentlich meistens zufrieden dann mit dem Ablauf. Und dann am Nachmittag ist sie ein bisschen müde schon wieder nach dem Essen, weil für sie ist alles Leben sehr anstrengend, weil sie sich immer noch konzentriert auf Sachen. Und sie muss sich viel mehr anstrengen, um überhaupt zu Gang zu kommen. Und dann lasse ich sie auch in der Stube ein bisschen dösen. So gibt mir auch wieder ein bisschen Ruhe. Nachher später am Nachmittag können wir halt auch einen Spaziergang machen, dass man doch ein bisschen Bewegung hat und an die Luft kommt. Und dann auf den Abend wieder ein Nachtessen drin oder so. Das Kochen, tun wir einfach alles, muss ich planen, steuern, vorbereiten. Und manchmal, wenn es gut geht, kann sie auch ein bisschen mithelfen und noch etwas dazu machen, Zwiebeln, Schnitzel oder etwas rösten. Und dann tun wir das immer wieder zusammen essen, gemeinsam. Das sind immer gute Momente. Und wenn sie mal noch zwischen ihnen sagt, ist das fein, so, dann ist das gerade ein Kompliment für den Koch. Wenn das gelingt, ist für mich das wie das Ziel erreicht. Kaspar Truninger erzählt uns im Laufe des Gespräches, was er als Hausmann alles lernen musste und dass ihm die Erfahrung, Abläufe managen zu können, dabei sehr entgegenkam. Zu Beginn fotografiert er jeweils die Mahlzeiten, die er vorbereitet, und ist auch ein bisschen stolz darauf, was er diesbezüglich zusätzlich gelernt hat. Ohne die große Leistung des betreuenden Personals, das in Heimen mit Alzheimer erkrankten Menschen arbeitet, zu schmälern, sieht er eine große Qualität darin, dass er unmittelbar reagieren und sich ganz nach den Bedürfnissen von Therese richten kann. Nachher am Abend kann ich nicht viel machen. Gut, manchmal haben wir Besuch oder wir gehen essen mit diesen Freunden noch. Das können wir machen. Und sonst schauen wir am Fernsehen etwas schauen. Also irgendetwas muss schon gehen. Fernsehen ist eigentlich ideal. Wir haben auch DVDs von Musiksendungen, von Opernaufführungen. Das schaut sie sehr, sehr gerne. Und da kann sie sich nachher richtig auch rein. Da ist sie reagiert auf das noch und freut sich an dem. So.
Sie sagt nie etwas von sich aus. Sie sagt nicht, ich bin jetzt müde, wir gehen ins Bett. Und wir machen es auch. Und ich lasse es einfach so ein bisschen darauf ankommen. Zu früh ins Bett ist auch nicht gut, dann steht sie morgen zu früh auf. Dann tun wir meistens so gegen, einfach vor Mitternacht, aber so von den 11 an, so gehen wir dann ab. Und dann muss ich sie richtig auffordern, an der Hand nehmen und ins Schlafzimmer führen. Und dann müssen wir alle Sachen abziehen. Einfach mal abziehen. Die Kleider an tun. Und dann nachher auf die Toilette gehen, Zähne putzen, Zahnbürste nehmen, Zahnbürste drauf tun und in die Hand geben. Und dann macht sie es noch selber, dann geht sie noch an. Aber weiss, das könnte auch sein, dass sie das einmal nicht mehr macht, oder dass sie dann die Zahnbürste hat und dann muss er ihnen ein bisschen zeigen und ein bisschen nachgeben und plötzlich macht sie es dann so. Das ist einfach das. Und auch auf die Toilette, ganz wichtig, die Toilette nicht vergessen. Sonst kann etwas passieren zur Nacht. So. Und mit diesen Sachen habe ich eigentlich das alles sehr gut im Griff. Und beim Morgen kommt natürlich das Gleiche wie auch mit dem Anlegen. Kleider einzeln in die Hand geben und dann zeigen, wie anlegen. Und dann eins und das andere, bis es fertig ist. Und auch die Toilette am Morgen, klar, duschen und Zähne putzen, auch die Sachen. Das ist eigentlich so ein Ablauf, ein Ideal. Und jetzt kann ich das jetzt auch einmal einen Abnormalen erzählen. Und das ist, wenn es mit der Toilette mal schief geht oder Aussenprogramm. Da bin ich vor ein paar Tagen um 4:30 aufgewacht. Und dann ist ihre Bettseite total nass. Das ist eine Sache zum Aufstehen, sofort. Alarm. alles aus dem Bett. Deckbett ab, alles, was sieht, was betroffen ist, abziehen. Zum Glück können wir direkt in die Waschmaschine. Stehen im Keller runter, können wir gerade waschen. Und dann ist das gerade fertig programmierte Wäsche rein tun, wieder raufkommen und das Zeug wieder frisch anziehen. Das ist alles eingerichtet mit einem Nässeschutz und einem Matratzenschoner und alles. Und das habe ich in doppelter Ausführung und dann kann ich das einfach so wieder machen. Und dann gehe ich wieder ins Bett und schlafe wieder. Aber es ist einfach, dann ist ein Unterbruch und das ist etwas, wo, wenn das jemand externes machen müsste, sehr, sehr viel kosten und gar nicht machbar ist. Das ist noch eine recht schwierige Frage und es hat nicht so viele Leute, wo man einfach so über das reden kann, oder ich kann mit ihnen über das reden. Es beschränkt sich eigentlich auf die engsten Verwandten primär. Also es sind unsere Töchter, beide, die haben beide halt ihre Familie und jede hat 3 Kinder. Und sie arbeiten zum Teil noch und sie haben eigentlich von dem her sehr wenig Zeit. Aber da tut mir eigentlich schon das Telefon sehr dabei helfen, mit zwischen ihnen mal einfach anrufen oder ich rufe ihnen an und sage, hey, jetzt ist da das passiert und so. Und dann bringt das schon eine gewisse Entlastung, wenn wir schon mal 15 Minuten telefonieren können. Und dazu habe ich noch 2, 3 enge Freunde, die das ganz genau wissen, die uns auch schon lange kennen. Und mit denen tun wir auch noch verkehren, auch mit ihr zusammen. Und mit ihnen gehen wir manchmal essen, mit ihnen so. Und für mich allein gehe ich mit einem Kollegen sehr öfters einmal noch einen Kaffee trinken. So. Das nimmt sich dann Zeit und wir nehmen etwa so 1 Stunde, 2, gehe ich dann auswärts und nehmen gehen. Und das ist eigentlich alles, weil sonst in der anderen Zeit habe ich eigentlich sehr wenig Freiraum, wo ich mir dann doch kann Zeit nehmen und mir anderweitig ablenken. So, das gibt es eigentlich praktisch nicht. Da sich Therese Truninger mit zunehmender Krankheit immer weniger verbal mitteilen kann,
stellt sich uns natürlich die Frage, wie Caspar Druninger die Bedürfnisse unter diesen erschwerten Bedingungen von Therese erkennt und in welcher Weise sie sich ihm mitzuteilen versucht. Als Beispiel kann man jetzt das Essen nehmen, wenn ich mal etwas Neues ausprobiere oder Brokkoli, den ich gerne habe. Und das habe ich dann festgestellt an dem. Ich werde das anrichten. Wir essen immer das Gleiche, Identische so. Und dann sehe ich einfach, dass sie den Brokkoli nicht isst. Aber sie sagt nicht, ich habe den Brokkoli nicht gern. Das würde sie nicht sagen. Aber sie nimmt und probiert und dann hat man so die Minen an, einfach, dass sie das alle nicht so mag. Und so muss man das irgendwie erahnen. Direkt kann man das auch nicht sagen. Ich meine, ich muss ja etwas machen, weil sie es nicht sagt, was sie will. Und dann kann ich immer nur von dem ausgehen, was ich das Gefühl habe, dass sie es will. Und das muss nicht immer übereinstimmen. Aber das ist so. Also es sind grobe Parameter. Also wenn sie jetzt richtige Freude hat, etwas, wenn sie am Langlauf ist und sagt, juhui, ist das toll gewesen, so, das kann durchaus so. Das ist dann eine eindeutige Sache. Da habe ich auch zuerst Erfahrungen sammeln und schauen, wie es geht. Also, Ausgangspunkt war das, was wir früher immer gemacht haben, was sie gerne hatten. Das war ein Konzertbesuch. Da haben wir einander gemeinsam gefunden. Ich war mehr auf der sportlichen Seite interessiert und sie mehr eben musisch und künstlerisch, Klassik, Musik, so Sachen. Sie ist immer schon in Konzerte und Opern gegangen und ich bin dann zu einem späteren Zeitpunkt dazugekommen. Und dann sind wir eben gewohnt, dass wir immer das Konzertabo haben im Casino. Und die Konzerte sind uns immer sehr lieb und willkommen gewesen. Und sie natürlich besonders, weil sie es viel besser noch kennt hat, von der Kenntnis her. Und sie hat auch die Musik immer sehr geschätzt. Also ist das sicher eine Aktivität, die man nicht aufgeben wollte. Und ich habe dann das einfach gesagt, ja, jetzt gehen wir, machen das weiter und wir gehen. Und solange sie nicht auffällig sich dort verhalten oder das Konzert stören, dann machen wir das. Also. Und auf der anderen Seite ist sie dann auch schon, weil ich ans Konzert gekommen bin, ist sie dann auch an den Fußball gekommen. Und darum ist das jetzt auch, haben wir jetzt das können beibehalten. Und sie ist nicht, also jetzt vielleicht nicht mit der gleichen Begeisterung dorthin gekommen wie ich, aber sie ist mitgekommen und sie hat ihr gefallen, die Atmosphäre. Das ist immer ein Kriterium für mich, von dem, was wir machen. Es darf ihr nicht entgegenwirken, also sie muss es gerne machen. Seit vielen Jahren haben Caspar und Therese Druninger eine Ferienwohnung in Kandersteg. Es ist für die beiden wichtig, immer wieder unabhängig von der Jahreszeit einige Tage in dieser wunderschönen Landschaft zu verbringen. Caspar lädt uns ein, sie zu besuchen und wir machen uns auf den Weg ins Berner Oberland. Wir haben uns vorgenommen, am Nachmittag einen Ausflug hinauf zum Öschinensee zu machen. Nach der Gondelfahrt hinauf zur Bergstation machen wir eine kleine Wanderung zum See. Therese ist immer noch sehr gut zu Fuß, wie wir sehen, und die Umgebung ist ihr vertraut. Sie, die wie Caspar auch die Natur sehr liebt und sich in den Blumen und Pflanzen als ehemalige Drogistin sehr gut auskennt, bleibt ab und zu stehen, blickt nestelnd um sich. Wir können nicht erkennen, was sich in diesen Momenten in ihr abspielt. Es ist ein nicht zu heißer Sommertag, bewölkt, aber immer wieder scheint die Sonne durch. Ideales Wanderwetter.
Wie wir zum See hinuntersteigen, fällt uns auf, wie trittfest Therese den Weg unter die Füße nimmt. Auf dem Rückweg sehen wir im Wald eine Holzskulptur. Eine Frau, die einen riesigen Stein stemmt. Die lastentragende Frau, sie erscheint uns wie eine Metapher für die Situation. Kaspar zeigt uns noch die Stelle, an der sie beide jedes Jahr Skifahren. Das letzte Mal noch im vergangenen Winter. Das ist hier von oben, wo der Skilift aufhört. Und dann kann man hier wunderbar Bögli machen. Und das gelingt ihr immer noch wunderbar. Also jeden Winter, wenn wir gekommen sind, war das Erste, um zu schauen, ob das noch geht. Und bis jetzt, in diesem Jahr, der Winter, ist es schon noch gegangen. Dann müssen wir das nächste Jahr wieder schauen. Und wenn es geht, ist es wieder ein Geschenk. Das ist gut, so. Super. Schöne Flocke. Wir haben alle schöne, alles und schön, alles. Ist das gegangen? Hui, hui. Das war sicher auch immer ein Thema für uns, Reisen. Wir sind auch im Rahmen der Möglichkeiten früher schon gereist. Und wir haben einmal als grosses Ziel, wenn wir pensioniert sind, eine Weltreise machen oder eine Abenteuerreise auf der Panamericana von Anchorage bis nach Feuerland runter. Und das war eigentlich immer so eine lose Vision, die wir hatten. Und da haben wir schon viele Sachen aus dem Internet zusammengestellt und die Routen und das zusammengepasst und geplant, wie wir das machen können. Und das ist natürlich jetzt, hat sich dann das mit der neuen Situation ganz anders verändert. Das ist also wahrscheinlich etwas, was wir jetzt nicht mehr machen können. Und dann sind wir einmal auch so auf dem Balkon und haben zusammen geredet. Und dann sind wir irgendwie auf New York zu reden gekommen. Und das ist sie noch nie gesehen. Und dann hat sie gesagt, ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen. Dann habe ich gedacht, das wäre doch etwas, möchten wir da gehen? Dann komm, wir machen das. Und dann haben wir das praktisch von heute auf die nächste Woche habe ich das schnell zusammengestellt. Eine Reise, einen Flug gebucht und ein Hotel in Manhattan. Und dann habe ich alle Sachen natürlich parat gemacht für zwei. Das ist klar. Also der Aufwand ist logistisch eigentlich schon hoch, also gross einfach. Aber das habe ich gerne in Kauf genommen. Das war einmal einfach ein Muster. Er heisst nicht gerade einen Monat, aber 5 Tage New York. Und das hat geklappt wie am Schnürli. Das ist unglaublich. Und sie ist immer mitgekommen, hat alles gemacht, was ich gesagt habe. Das ist im 2005, das ist ein Jahr nach der Diagnose. Und dort hat sie natürlich noch viel mehr können sagen, was ihr gefällt. Und schau mal da und schau dort. Und das ist richtig, richtig aufgeblüht. Und genau das auch wieder
eine Sache, wo wenn man das würde nach dem Alzheimer Empfehlungen, was es gibt, nehmen, würde es heissen, wir sollen ja die Leute nicht aus ihrer gewohnten Umgebung rausnehmen, um sie nicht zu verwirren und so. Aber ich habe nicht die geringste Verwirrung von da festgestellt. Und das ist dann eigentlich ein Auspunkt, ein Test eigentlich, der wunderbar rausgekommen ist. Und das haben wir nachher können weiter. Jedes Jahr haben wir zweimal eine solche Reise können machen. Gemacht haben Sie auch eine größere Thailandreise in ein Land, das es Ihnen sehr angetan hat, nicht zuletzt auch wegen der Offenheit und Freundlichkeit der Menschen. Vieles ist dort für Sie einfacher durch die Hilfsbereitschaft der Menschen. Der Umgang der Thais mit erkrankten Menschen erscheint uns beim Betrachten der Bilder offener. Immer mal wieder reist das Ehepaar Truninger dorthin und Therese genießt den Kontakt mit den Menschen dort offensichtlich. Und dann ist natürlich der Zeitfaktor auch dazugekommen, weil man bei dieser Krankheit nie weiss, wie sie sich entwickelt und wie schnell. Und da ist eigentlich fast ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit, aber einfach auch nicht jetzt hier wir drauf los, aber doch einfach Sachen, die man sich vornimmt, einfach machen. Etwas planen, etwas machen, planen, machen. So viel wie möglich natürlich noch machen, aber nicht jetzt eine Woche da, eine Woche da. Also, aber so einfach sinnvoll. Und das haben wir auch nachher gut können verarbeiten, das Neujahr. Das hebt noch lange an. Das wirkt auch aus, weil das kommt ja allbald in einer Serie am Fernsehen, kommt etwas, dann zeigt sie da drauf und sagt, dort, schau dort, so, und dann kommt ihr das noch wieder in den Sinn. Und das sind Sachen, die einfach eindrücklich sind und wir bestätigen, dass es gut war, wenn wir das gemacht haben. Und so sind wir dann in Paris, ist auch gesehen, immer ein paar Tage, das ist eine ideale Zeit und das gibt dann auch eine Routine. Und die ist in New York und in Paris, kommt die mit in die U-Bahn, Untergrundbahn, alles macht sie mit und sie ist gut zu Fuß noch unterwegs, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und freut sich richtig. Der Eiffelturm, den kennt sie von überall noch. Zum Thema Reise einfach sagen, natürlich kann man jetzt hier nicht so, muss man einfach den grösseren touristischen Sachen nachgehen. Also ich kann da jetzt nicht noch speziell da ein bisschen schauen und das auch noch sehen und so ein bisschen, ich muss einfach einen breiten Weg gehen, wo einfach austretende Pfad. Und dann hoffe ich immer, dass das natürlich ihren auch sie freut und so. Und ich sehe es ja an ihrer Reaktion auch schon, dass es gut geht. Und solche Momente sind nachher auch für mich Entspannung und Erholung. Da habe ich auch etwas davon. Und wenn ich dort bin, dann laufen wir hier wie Touristen herum. Der Grund, warum dass wir uns bereit, oder ich mich bereit erklärt habe, sie sagt nie, ich muss annehmen, dass sie es auch würde machen. Ich gehe davon aus. Und wir sehen es auch, wenn wir jetzt hier filmen, an ihr, wie es sich auswirkt. Und sonst hätten wir sofort aufgehört, wenn etwas nicht gut wäre. Also der Grund ist eigentlich jetzt vielschichtig. Ich habe immer schon gerne fotografiert, komme eigentlich von dieser Seite her. Und von der Reise her haben wir natürlich viele Fotos gemacht und Aufnahmen gemacht. Und jetzt, seit ich die Betreuung von ihr übernommen habe, Betreuung ist auch eigentlich nicht ein richtiges Wort, aber ich tue mich einfach auseinandersetzen mit ihr und tue alle Voraussetzungen schaffen, dass sie dass es ihr gut geht, ein angenehmes Leben hat. Und in diesen mittlerweile 6-7 Jahren, wo das schon anhaltet, habe ich natürlich einiges erlebt und gesehen, wie schnell das Teilsachen weggehen. Kaspar Truninger beginnt auch als Hilfe für sich selbst, den Alltag zu dokumentieren. Mit seiner Kamera macht er Aufnahmen und hält damit auch emotionale Momente seiner Frau fest, weil er Angst hat, dass ihm das Leben seiner Frau, wie er sagt, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Er sucht Fotos heraus. Seine Frau malte Mandalas und er sieht, wie sich Therese beim Malen anders ausdrückt. Es gipfelt in dem Bild gefangen.
Wir betrachten das Bild und sind ebenfalls emotional aufgewühlt. Es war für mich ein Bedürfnis, Sachen festzuhalten. Weil sonst läuft das wie Sand zwischen den Händen durch ihr Leben. Sie entschwindet einem eigentlich fortlaufend. Und das war für mich ein Bedürfnis, Sachen festzuhalten. Und später bin ich dann noch dazu gekommen, mit Camcorder die Sachen aufzunehmen. Und dann hat man noch bewegte Bilder. Für mich war es eigentlich fast wie ein Archiv für später, dass man mal sehen kann, wie alles noch war und wie sich entwickelt hat oder so. Die Motivation für einen Film hat eigentlich zwei Sachen. Die eine ist für uns selber, um einfach eine Erinnerung zu haben. Das ist dann eine gesammelte Sache und fast wie eine Dokumentation. Und die andere Seite ist aber sehr, sehr auch nach außen gerichtet. Da möchten wir gerne Leute, die von so etwas neu betroffen sind, zeigen, wie das in der Praxis eigentlich aussieht. Es gibt tonnenweise Bücher, Ratgeber, Sachen, aber man kann sich das eigentlich nie so richtig vorstellen, wie das im Alltag abläuft. Und das eigentlich, der Film ist natürlich da eine Möglichkeit, da einen Einblick zu geben in die Situation. Und wenn aus dem heraus andere Leute können Mut fassen und sagen, ja, hey, also so ist das, es ist ja gar nicht so schlimm, also es ist immer schlimm, aber es ist gar nicht so verrückt, wie wir uns jetzt das vorgestellt haben. Oder man kann trotz allem noch das machen und das auch noch machen. Das möchten wir gerne in diesem Sinn Erfahrungen weitergeben. Wenn man sich informiert, wie das der weitere Verlauf ist von dieser Erkrankung, dann ist das wie wenn man da einen Estrich, den man vor 20 Jahren nicht mehr geräumt hat, aufmacht und schnell hineinschaut und gerade wieder zumacht. Also, weil ich weiss alles bis ins Hinterste, wie es theoretisch könnte sein. Aber das verdränge ich und das will ich gar nicht wissen. Und für mich ist dann irgendwie vorher einmal fertig, die Zukunft. Ich kann eigentlich gar nicht weit vorausschauen. Jeden Tag kann etwas ändern. Und seitdem ich mich so jetzt mit der Sache befasse, kommen auch andere Überlegungen. Man kann eigentlich die Zukunft überhaupt nicht. Niemand kann seine Zukunft sagen. Ich nicht, niemand. Und was morgen ist, weiß man eigentlich nicht. Also, und dann bestärkt einem das noch in diesem Teil, in diesem Jetzt zu leben und das so gut wie möglich. Und natürlich braucht das ein kleines Vorausschauen, aber nicht weit in Zukunft. Und in einem Buch habe ich mal gelesen von einem englischen Geistlichen, der in diesem gleichen Zusammenhang in einer Alzheimer-Geschichte gesagt hat, schau nicht zu weit voraus im Leben, höchstens bis zum Mittagessen oder bis zum Tee.